Blutspenden soll auch möglich sein für Männer, die mit Männern Geschlechtsverkehr haben. Das ist der Wunsch von der Gesundheitsminister. Bisweilen können sie just Blutplasma geben. Gespräche am Roten Kreuz laufen. Die Organisation, zuständig für das Blutspenderprogramm zu Lützeburg, ist an diesem Dossier aber ein bisschen mehr retizent. Explikationen von Raphael Dickes. Blutspenden ein noble Gest. Ma Männer, die am Lauf der letzten 12 Monate Sex mit einem Mann hatten, am Fachjargon MSM, sind nicht zugelost für Rotblutkörperschau oder Plaketten zu spenden. Gerade wie Frauen, die am letzten Jahr mit einem Mann geschlafen haben, den auch gleichgeschlechtliche Sex hat. An den Statistiken zu Lützeburg, sucht über die Ausbreitung vom HIV-Virus, steht noch immer dran, und das ist die einzige Distinktion, die wir haben, dass Männer, die Geschlechtsverkehr mit anderen Männern haben, zur Haltung von Infektionen zu beitragen. Der Risk wäre dem noch bei dieser Population statistisch mehr hoch, sagte Michel Simonis. Hier bedauert, dass Statistiken sich aktuell just auf sexuelle Orientierung und Toxikomanie beschränken, obwohl das Timing detailliert wird. An den Nerv von der Gesundheitsminister soll die sexuelle Orientierung vom Spender in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Das Risiko leidet daran, dass eben für allem auch ungeschützten Verkehr hat man mit Partner, dass das ausschlaggebend ist, dass man natürlich auch immer allgemein auf die Ehrlichkeit von Deklarationen angewiesen mit kein Grund, einen Unterschied zu machen zwischen einer homosexuellen Koppel oder einer Heterokoppel. Effektiv muss der Blutspender auch heute schon angehen, egal ob Mann oder Frau, ob an den letzten 4 Monaten den Partnerwechsel hat. Als das der Fall kann zu diesem Zeitpunkt kein Blut spenden. Noch war bei all Blutspenderanalyse gemacht, in Blut gebotzt und das Risikoverhalten vom Spender analysiert wird, bleibt, egal ob männlichen oder weibliche Spender, immer ein minimales Restrisiko von einer Überdrohung. Wenn man so der Risiko als minim auch von massiv mir geht, mir bleibt noch immer ganz klein, dann können wir als der Risiko leisten und dadurch eben dann die Diskriminationsfroh für alle aus der Welt schaffen. Da so wir als Quarouge, okay, das kann ich machen, aber da muss man als Gesellschaft Responsabilität holen. Zuletzt haben wir aber, contrairement zu allen noblen Ländern, eine Situation, dass Lützeburg kein Quarouge dafür responsabel ist. Das wird problematisch, nicht just wenn es HIV, aber auch wenn es anderen überdrohbare Krankheiten, die heute vielleicht noch gar nicht bekannt wären. Die Gespräche am Staatsministerium laufen, für eine Lösung zu finden, am Fall, wo es zu einer Kontamination käme, die nicht vom Roten Kreuz verschuldet wird. Egal wie, steht für Paulette Lehnert fest. Also ich wollte die Sache schon gerne an dieser Legislatur noch geklärt kriegen, als Notbeschländer gehandelt, dann ich denke, dass Lützeburg auch soll notsehen. Ich werde mich aber voll ersetzen, dass das nach das Legislatur an einer Richtung wird können gehen. Heute schon können Männer, die Sex mit Männern haben, Blutplasma spenden. Der Plasma kann am Gegensatz zu roten Blutkörperschen Plaketten angefroren zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal getestet gehen. Gerade beim HIV ist das wesentlich, weil der Virus sich auch recht spät kann am Blut weisen kann.